heute im Angebot, ha? Oh, da darf ich die dafür aber nicht stehen lassen. Und warum nicht? Weil die Leute vor meinem Standel stehen, damit sie die Tafel lesen können. Und wenn sie da erst einmal stehen, aha, dann rühren sie meine guten Würste und dann kannst du deine Tafel an den Hut stecken. Ja. Bist du jetzt fertig? Nein. Pass mal auf. Das heißt Schweinsbraten mit Semmelknödeln und nicht Semmelknödeln. Ja, tu dich du nicht kümmern, weil bei mir kriegen die Leute nämlich 2 Knödeln. Oh, da schon her. Warte! Ja, Warte, was meinst du? Wie viel Würst brauchen wir heute? heute, ja. Ich muss wieder wird schön, bringst mir zuerst einmal 50 Bar. 50 Bar? Ja. Sauerkraut und Kartoffelsalat sind schon fertig. Was gibt's denn bei Ihrem drin heute? Schau mal. Ein Schweinsbraten mit Semmelknödeln. Der ist doch im Baumschul gegangen. Also, 50 Bar. Ja. Der Gustl bringt das gleich. Ja. Grüß dich, Walli. Das ist die Resi. Geh mal her. Schön langsam kann dein Vater schon wissen, wie man Semmelknödel schreibt. Ha? Du merkst aber schon alles. Hast du den Gustl heute schon gesehen? Nein, der bringt mir aber gleich meine Würst. Du kannst da warten auf ihn. Nein, nicht. Sag ein bisschen, dass ich heute wahrscheinlich nicht weg kann, weil wir einen Haufen Gäste erwarten. Ein ganzer Bus voll soll kommen. Ein ganzer Bus voll an. Du darfst aber einen Haufen Semmelknödeln machen. Jetzt sei nicht immer so boshaft. Ja, darum brisiert's mir auch so. Also, bitte, sag's das ihm, gell? Komm mir schon langsam vor wie ein Telegrafenstangerl. Dieser Nachrichtendienst wird mir langsam zu anstrengend. Ja, ich habe eine andere Arbeit auch noch. Mei, jetzt schimpf doch nicht immer so. Und meinst nicht, dass Stangerl ein bisschen untertrieben ist? Mast wär besser. Jetzt schau aber, dass du schwiegst, du Lausdirndl, du. Mast. Also, das ist übertrieben. So dick bin ich jetzt auch wieder nicht. So, Walli. Da hast du Würsten. Heute nimmst du besser Wiener. Die Weißwürste, die vertragen die Hitze nicht so gut. Ich auch nicht. Aber das fragt ja keiner. Ja, du bist ja auch keine Weißwurst. Ganz was anderes. Hast du die Resi heute schon gesehen? Ja, aber du, die hat heute keine Zeit für die. Die muss für einen ganzen Bus voller Leute kochen. Herrschaftszeiten. Jeden Tag ist da was anderes los. Ja, du, in Rosenheim, da haben sie eine neue Disco aufgemacht. Da möchte ich seit 14 Tagen hin. Ja, aber sie hat ja nie Zeit. Ja, da kann ja die Resi nichts dafür. Das ist ihr Vater, der alte Grantler. Du, pass mal auf. Wenn's du unbedingt in die Disco willst, nimm halt noch mich mit. Die? Ja, freilich. Ein kleines bisschen rumhupfen kann ich auch. Hab sowieso so wenig Bewegung in meinem Standel. Sag einmal, hast du das jetzt im Ernst gemeint? Schau ich aus, als ob ich einen Witz mach? Ja, das darf mir jetzt gerade noch fallen. Disco. Wo ich doch eh nicht mehr weiß, ob ich jetzt auf die Nacht auf die Hände oder die Füße ins Bett kriegen soll. Ich versteh dich schon. So, jetzt tun wir mal die Würste ins heiße Wasser. Dann können sie kommen. Bei dem Wetter heute, da werden sie wieder wie die Wilden in der Botanik rumkraxeln und das macht dann Hunger. Du, das soll heute dein Vater einmal mit der Resi am Vater reden, oder? Ja, das war keine schlechte Idee. Uah. Ich hab das doch schon 1000-mal gesagt. Ich hab doch nichts gegen die Resi. Ja, von mir aus heirat's. Aber mit dem Simon, mit dem närrischen Teufel, da musst du schon selber reden. Ja, aber du und der Simmerl, ihr kennt euch doch schon länger. Ja, grad drauf. Der verzeiht mir das nicht, dass deine Mutter ihn sitzen lassen hat und dann mich geheiratet hat. Naja, und dann hat er noch so einen Schreckschraum gekriegt. Na, jetzt sind schon die 2 unter der Erde. Ja, aber das ist doch alles schon so lang her. Ja, Vater, jetzt red halt einmal mit ihm. Sowas verjährt nie. Jetzt giftet er sich von neuem, weil er ein Auge auf die Wanne geschmissen hat, trotzdem sie ihm dauernd das Geschäft vermasselt mit unseren Würst. Der Simmerl auf die Walli. Jedes pulst er doch bloß ein. Ja, die sind doch wie Hund und Katz aufeinander. Ja, die, wenn sie bloß sehen, dann fliegen sie die Fetzen. Was sich liebt, das lebt sich. Glaub mir, Bub, je giftiger die aufeinander sind, desto lieber mengen sie sich. Ja, also wenn das Liebe sein soll, ja, dann behandle ich ja die Resi total verkehrt.
Die Vater des Trams. Was die Sache ist bloß die, dass ich selber schon mit dem Gedanken gespielt habe, dass... Was? Ja, so alt bin ich auch noch nicht, dass ich an sowas nicht mehr denke. Du und die Walli! Also jetzt hauen wir aber gleich die Sicherung raus. Das habe ich noch gar nicht gespannt. Da gibt's ja nichts zum Spannen. Ja, jetzt stehen da wieder gewusst. Das war nur ein Gedanke von mir. So, und jetzt muss ich mich wieder um unseren neuen Lehrbuben kümmern. Du, das ist ein Held, sag ich da. Der Wastel! Ja, wie stellt er sich denn an? Willig, aber blöd. Gestern hat er die Weißwürst gefühlt, wie mit einer Feuerwehrspritzen, dass es alle zerrissen hat. Der ganze Bart ist an der Wand gepappt. Ja, drum haben wir heute keine Weißwürst gehabt. Ich hab mich schon gewundert. Ja, der Bub treibt uns in den Konkurs. Meister! Meister! Meister, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Der Darm ist voll. Ja, dann geh halt aufs Heisel. Ja, was kommst du da zu mir? Nein, nicht meiner. Der von die Leberwürst. Was soll ich jetzt machen? Zubinden sollst das, mein Gott, der Bub saut um Fragen. Zubinden? Mit was? Das ist ja nicht zum Aushalten. Mit was? Mit was? Mit was das halt allerlei zugebunden hast? Mit einem Strick? Ja, das hab ich mir schon fast gedacht, aber... Was aber? Was hast du denn jetzt schon wieder angestellt, ha? Komm, geh mir in die Wurstküche. Herr, gib mir die Kraft, diesen Anblick zu ertragen. Herr, gib mir die Kraft, die Watschen zu ertragen. Resi! Resi! Gustl, ich kann jetzt nicht. Ich muss einen Semiknädel machen. Mei, der hat halt wieder so eine Stimmung, sag ich dir. Resi, lass nie dein Semiknödel sein. Nicht. Wenn uns mein Vater sieht. Ach, der ist sowieso so Zwiderheit. Das ist mir wurscht. Ja, sag einmal, wie lange glaubst du denn nur, dass ich warte, bis wir zweimal in die neue Disco fahren? Ja, alle reden schon davon. Aber ich tu mir Deppi geh ja nicht allein. Weil das Florian Resi keine Zeit hat. Ach, du weißt doch, dass ich abends immer so schlecht weg kann. Ja, und dann auch noch in die Disco. Wo der Vater die Musik so dick hat. Dein Vater geht ja nicht, sondern mit dir. Und das sag ich dir, wenn das noch lang so weitergeht, dann geh ich mit der Walli. Die hat mich nämlich heute schon eingeladen. Die Walli? Das glaubst du selber nicht. Ja, bitteschön, frag's. Du, und wenn man die Walli noch ein bisschen aufmöbelt, ja, dann war's doch gar nicht so schlecht. Ja, du und die Walli. Also wenn ich mir das vorstelle, das Coverpult, ich lach mich tot. Aber vorher magst du deine 120 Knädel, gell? Au, jetzt haben wir uns Lot. Ja genau, der ist auch noch nicht fertig. Herrschaft, heute in einer halben Stunde kommen die ersten Mittagsgäste und sie posiert da heraus umeinander. Ah, das stimmt nicht. Weil unter Bussieren, da verstehe ich ganz was anderes. Du nicht frech werden. Und du schau, dass du reinkommst jetzt. Gibt's denn sowas auch? Jetzt sind wir all. Wenn wir schon gerade beieinander sind, sag, was hast du denn gegen mich als Schwiegersohn? Gegen die persönlich habe ich gar nichts. Aber gegen deine Abstammung. Jetzt sei ja nicht so nachtragend. Ja, die Resi kann ja auch nichts dafür, dass die als Vater hat. Hey, was weißt denn du? Auf alle Fälle, da gibt's nichts mehr zum Reden, such der andere. Da gibt's nichts zum Verhandeln. Jesus, na bist du ein stures Mannsbild. Was mischst du denn da du schon wieder ein? He? Geh doch du in den Brederverschlag rein. Weil in der Sache hast du Gott sei Dank nichts zum Mitreden. Ah, da täuscht dich aber ganz gewaltig, weil ich stehe nämlich mittendrin zwischen euch zwei Streithansel und kann mir den Zirkus jeden Tag mit anhören. Ja, wenn's dich stört, dann steh halt den Stand weiter die Straßen auf. Ist mir der Satz wieder, wenn er die jeden Tag anschauen muss. Freilich, das kann da so passen, gell, du Bauernhotelier, du Verhinderter. Ah. Ihr werdet doch nicht schon wieder streiten. Was? Okay, wir streiten wir doch gar nicht. Wir unterhalten uns bloß. Ja, ich geh. Du, gell, das sag ich dir. Der gebe ich noch lang keinen Bauernhotelier ab, du. Du Würstelbrandlerin, du Traurige. Weißt, du kannst mir gar nicht beleidigen. Dazu müsstest ja ein Mannsbild sein. Was heißt jetzt das wieder? Denk einmal ganz scharf nach. Vielleicht kommst du dann drauf. Ach, was? Dieser damische Kerl. Jetzt mal wieder den Sichner gespielt, meine Gallensteine ab. Na, das ist ein unguter Platz. Hier werd ich schon los! Gib mir die Würstel noch! Ich bin doch kein Sau nicht. Bitte nicht so ziehen. Alle, hilf mir. Der
reißt mir da was aus. Da kommst du nicht einer. Der Bub bei mir Asylrecht. Den hol ich schon raus an seine Leffe. Geh, also Schande doch. Einen unschuldigen Burm schlagen. Unschuldiger Bur. Hä? Du kriegst schon deine Schmierde, verlass dich drauf. Du hört sich doch alles auf. Hä? Asylrecht. Ja, den da schlage ich eigenhändig. Ah, glaubst du, dass die kalten Storner, der Platz ist einfach nicht gut. Ist er fort? Sag mir, was hast du denn wieder angestellt, Bub? Ja, nix. Oder fast nix. Der regt ja immer wegen alles gleich so auf. Nein, die Blutwürste, die sind mir beim Kochen alle aufgeplatzt. Und die Leberwürste, die hab ich mit meinen Schuhbeutel zugebunden. Weil ich die Strick nicht gefunden hab. Und bloß deswegen hat er mich gleich wieder so umeinander gehauen. Ist das nicht gemein? Sag einmal, Bub, lernst denn du gar nichts? Was? Okay. Was meinst du denn, was meine Kundschaft sagt, wenn ich einer Weißwürst mit einem Schuhbandel serviere? Das tut doch der Wurst nix. Bub. Wo haben sie denn die auslassen, hä? Du, pass mal auf, du gehst jetzt wieder rüber zu deinem Meister, bei mir kannst du nicht Nein, rein. da geh ich nicht rein. Ja, der schlägt ja mich. Die, wo der geschlagen hat, die leben alle noch. So, und jetzt pass mal ein bisschen auf, was dir dein Meister sagt, so schwer ist doch das auch nicht. Haben Sie eine Ahnung? Oh. Geh weiter. Der Vater hat gesagt, die aufplatzen Blutwürst, die kannst du mit heimnehmen und unter deine 6 Geschwister aufteilen. Fundig. Na, lass ich mal die Leberwürst aufplatzen. Laufst du windiger. Oh, Aufregung nach der anderen. Jetzt hab ich Galoppi. Scheiße, das ist wirklich nicht ganz stark, die Straße ein bisschen weiter runter. Was ist denn? Ja, wo bleibt er denn? Wir sind ja schon da. Mama, ich kann nicht mehr. Mama, da könnt wir einkehren. Mir tut vor die lange Mal schon so die Füße weh. Mir auch, Mädchen. Dein Vater hetzt uns ja auch bei der Affenhitz schon stundenlang durch Gegend, ohne Rücksicht auf uns Frauen. Pappalapapp. Nix gewöhnt seid ihr. Typisch Frau. Total verweichlicht und keine Kondition. Jetzt babbel doch nicht so überflüssiges Zeug. Guck lieber, dass wir was zum Essen kriegen. Jetzt schaut euch doch einmal diese herrliche Landschaft an. Wo man hinguckt, nix wie Gegend. Papa! Ja, das ist ja gut. Wollt mal schauen, was auf der Tafel da steht. Aha, klingt nicht schlecht. Hier kocht der Wirt. Schweinebraten mit Semmelknödel. Ne? Was meint ihr? Hier kocht der Wirt. Na, ganget mal nein. Wir sind am Verhungern. Und hier kocht die Wirtin. Schöne heiße Würstel, selber gemachter Kartoffelsalat und ein Kraut vom Fass. Wie schaut das, meine Herrschaften? Frische, heiße Würstel. Ja, du brauchst nicht lang warten, die sind schon heiß. Kannst direkt reinbeißen. Mögen Sie es lieber mit Kartoffelsalat oder mit Sauerkraut? Ja, und Theo, was meinst Naja, Seidewürste sind auch nicht schlecht. Ja. Aber mit Weckle. Erstens sind sie billiger. Ja, der Urlaub ist eh schon viel zu teuer. Und zweitens sind sie schon fertig. Was sind nachher? 3-mal ein paar Wiener mit Semmel. Weckle. Ja, mit Weckerle. So, macht dann 7,50 € daher. Machen Sie 67, gell? Sie, Sperda, jetzt werden wir 3 für 7,60 € satt. Und drüber hätte euer Menü allein schon 6,80 kostet. Dankeschön. Ja, danke. Danke. Aber Papa, ich wollte mich doch hinsetzen. Ja, da sitzen Sie ja noch halt hin. Dana! Da schon. Ja, nein, das ist der Stammtisch. Und ich muss sagen, ich bin recht speziell mit dem Wirt. Der sagt da gewiss nichts. Ja, wenn das so ist. So, grüß Gott, die Herrschaft. Grüß Gotterle. Grüß Gott. Ja. Was darfst du denn sein? Einen guten Schweinsbraten hätten wir mit Semmelknödel. Semmelknödeln. Wie meinen Sie? Na, bei dem kriegst du 2 Knödeln. Das ist eine Spezialität des Hauses. Nein, danke, Herr Wirt. Wir haben schon gewählt. Nämlich die Würstle von dieser freundlichen Dame da. Aber wissen Sie was? Ein Fläschchen Limonade dürfen Sie uns bringen. Mit 3 Gläschen. So. Guten Appetit! Was? Und da setzen Sie einer mit der Ihre Würstel vor mein Wirtshaus an meinen Stammtisch? Ja, was stören Sie dran? Ja, alles stört mich dran. Packen Sie an Ihre Würstel und gehen es dann über, wo Sie es gekauft haben. Ja, da hört sich der Holles auf, was gehört. Das ist ja ein unfreundlicher Patron. Also,
Nachher packen wir die Teller und gehen da rüber, ne, Bertha? Bertha, so schaut's aus. Was wollen Sie damit sagen, hä? Papa, bitte, reg dich nicht auf. Da soll man sich nicht aufregen, wenn diese bayerischen Bajuwaren immerfort sich im Ton vergreifen und gleich ausfallend werden. Rutscht mir da ein Buckel hinunter. Jetzt passen Sie mal auf. Gehen wir einfach da rüber in den Garten vom Wimpflinger. Da ist er recht gemütlich, gell? Gemütlich. Danke. So, Fräulein, darf ich Ihnen helfen? Ich bleib lieber da. Ach so, wissen Sie was? Dann bringe ich Ihnen einen Hocker raus. Na, ist gemütlicher, gell? Danke, das ist lieb. Lassen Sie Ihnen die Würstel recht gut schmecken. Danke. So, jetzt. Das ist super Plätzle, danke. Ja. Sitzen Sie immer schon da? Neu. Ich hätte mich eben hergesetzt. Drum, ich hab Sie vorhin nämlich gar nicht gesehen. Vorhin bin ich ja auch noch gar nicht da gesessen. Aha. Ja, und bleiben Sie länger da sitzen? Wenn wir unser Würst gegessen haben, wandert man wieder weiter. Schade. Warum? Ja, ich mein, weil das nicht gewesen wäre, wenn Sie immer da sitzen, wenn ich da rauskomme. Arbeitet sie hier? Ja, freilich. Beim Metzgermeister Wimpflinger bin ich Geselle. Ich meine, er ist ein rechter gescheiter Heim, der Wimpflinger. Aber sonst kann man schon lassen. Ist er nicht freundlich mit Ihnen? Der und freundlich, dass ich nicht schreien. Bei dem sitzt den ganzen Tag quatschen. Bloß wenn man mal ein bisschen was falsch macht. Da hören Sie's. So geht es den ganzen Tag. Liebs Herrgöttle, das ist schon arg. Nicht zum Aushalten ist es. Aber sagen Sie mal, sitzen Sie dann wirklich nimmer da, wenn ich da wieder rauskomme? Ja, wann kommen Sie denn wieder? So gegen 14 Uhr. Neu, so lang kann ich nicht warten. Schade. Wie heißen Sie denn eigentlich? Emma. Emma. Hab ich noch nie gehört. Klingt aber eigentlich ganz nett. Liebe Frau Waldi, also wir bedanken uns recht herzlich für das wunderbare Plätzle und die gute Würstle. Sehr lecker. Es war saugemütlich. Na, ist ja recht. Papa, Babile, könnte man nicht den Rest von unserem Urlaub da bleiben? Was? An diesem wunderschönen Ort. Aber was ist denn in dich gefahren? In Hinterpfeifing ist doch sehr nett. Wir haben einen Swimmingpool, wir haben nette Pensionsleute. Was sollen wir denn da? Aber Winzelbach ist doch viel gemütlicher. Es ist doch langweilig, den ganzen Urlaub an eurem einzigen Ort zu verbringen. Diese Launen und diese Sprunghaftigkeit hat das Mädchen bloß von dir. Ja, freilich. Von wem denn sonst? Ja, aber Sie, da müssen Sie dann vielleicht da in der Post übernachten, gell? Das ist der einzige Gasthof, den wir haben. Ja, nie. Bei diesem garstigen Patron ausgeschlossen. So ungut ist der gar nicht. Mei, er hat sich halt geärgert, nicht? Und wenn Sie genau nachdenken, war es ja auch nicht anders gegangen, oder? Also. Simmel, oh, Herr Gastronom, bitte kommen Sie. Was gibt's denn schon wieder? Was ich fragen wollte, hätten Sie vielleicht noch 2 Zimmer frei? Eins für meine Gattin und für mich und eins für unsere Tochter. Natürlich habe ich Zimmer. Aber wo wollen Sie dann essen? Bei mir oder bei der da drüben? Bei Ihnen natürlich. Aha. Das war doch bloß ein Missverständnis. Bertha, jetzt sag halt auch mal was. Du fragst mir sonst auch nicht nach meiner Meinung. Also, mach, was du meinst. Sag mal, ein Gesicht macht's für saure Essen, gut. Also gut, von mir aus, dann lasse ich die Zimmer herrichten. In einer Stunde können Sie dann einziehen. Danke, Papa. Vielen Dank. Also, Kind, ich weiß zwar nicht, was mit dir los ist, aber kriegst ja immer deinen Willen, gell? Also, na marschiert mal eben zurück nach Hinterpfeifing. Also, ich weiß nicht, was ich den dortigen Wirtsleuten sagen soll. Also, peinlich ist es. Mehr als peinlich. Peinlich. Ja, er hätte ja unbedingt nach Winzelbach laufen müssen. So, und das hast du jetzt davon. Ja, weil ich möchte, Du musst euch alle hören. Marschieren muss er. Ach, diese Schwamm.
habe gewusst, dass die Schwaben geizig sind, aber dass sie den ganzen Teller mitnehmen, das ist mir neu. Schade. Jetzt ist tatsächlich fort. Wer? Da ist doch gerade vorher noch ein Mädel gesessen. Ah, daher war der Wind. Aha, du bist doch sonst auch nicht so schnell, ha? Ja, ein liebes Ding, da muss man auf Zack sein, sonst geht da nichts. Ja, und das bist du, auf Zack. Noch nicht trocken hinter die Ohren, du wirst mit einem Schuhbandel zubinden, aber ein Casanova spielen. Ich glaube immer, ich habe einen nachhaltigen Eindruck auf Sie gemacht. Ja, das glaube ich allerdings auch. Na schau, Uhr! Wo bist du? Wann Ja. ich dauernd muss in diesen Lalle suchen. Jetzt hat er mir doch wieder den Leberkäse total versalzen. Es geht aber schnell bei dir mit der Liebe. Auwe, jetzt sitzt gleich wieder was. Dabei tut er mir der Kopf von vorhin noch weh. Du, Wally, sag das, wie es ist. Der Bruder macht mich fertig. Lang heute das nicht mehr aus. Weißt du, jetzt regen Sie doch nicht so auf wegen dem Leberkäse. Weil wenn das rauskommt, was da reinkommt, kommen Sie nicht mehr raus. Also du! Jetzt Herrschaftszeiten. Aber ein bisschen Geduld mit der. Geduld, ne? Geduld. Ja. Das ist der einzige, den ich kenne, die es bei der Freiwilligen Feuerwehr nicht genommen haben, weil er zu blöd ist. Ich glaube, der tut bloß so, wie wenn er blöd war. So. Jetzt darf mein Geschäft schon langsam florieren. Sonst kann ich meine Würstlein auf Nacht allein essen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Alte. Und diese Hitze. Grüß Gott, der Herr. Grüß Gott. Ja, setzen Sie einer doch bitte. Oh, vielen Dank. Was darf ich Ihnen denn bringen? Bitte ein Glas Limonade. Zitrone. Aber rasch bitte, bevor ich kollabiere. Was denn? Ja, was darf denn sonst noch sein? Danke im Moment nicht. Aber wie ich soeben sehe, gibt es da drüben ja Würste. Das würde mir eigentlich vollkommen genügen. Entschuldigen Sie, Herr, aber lassen Sie das jetzt ja nicht mein Vater sagen, dass Sie da drüben Würst lesen. Ich hätte sie doch gern hier gegessen. Dann reißen. Das verstehe ich jetzt nicht. Warum soll es Ihren Herrn Vater zerreißen, wenn ich hier Würste esse? Weil uns die Walli die ganzen Gäste wegschnappt. Mit die Würst vom Wimpflinger. Das ist mir zu kompliziert, aber durchaus interessant. Jetzt schaust du aber, dass du reinkommst, gell? Herrschaftszeiten, alle Augenblick kann der Bus kommen und sie steht schon wieder da heraus umeinander. Jetzt mach einmal fertig. Keinen Finger rühr ich mehr, wenn du mich weiterhin so anbläst. Du gehst jetzt da rein, sag ich. Wer soll denn die Gäste bedienen, wo doch die Agnes krank ist? Das ist mir wurscht. Was? Von mir aus können sie verhungern oder dabei ihre Würstel essen. Du ja, sag einmal, wie haben wir's denn da? Hm? Über diese Schwelle kommst du nicht. Das Madel hat bei mir Asylrecht. Was soll jetzt das wieder heißen? Dass die du nicht aufführen sollst, die Rumpelspitzchen. Herrschaft, scham die doch, Simon. Ja gut, wenn's meinst, dann schauen wir mich halt. Aber dann tue ich auch nichts mehr. Soll ich der Schweinsbraten und die Knädel verrotten da drin? Ich rühre ab sofort auch keinen Finger mehr. Aus, basta. Da hörst du's? Der Bus. Ist mir wurscht. Ja, mir auch. Ich hab nur Würst, dass ich einen ganzen Bus satt krieg. Oh Herr, warum hast du mich so gestraft und mir diese Frau vor die Nase gesetzt? Damit dir im Jenseits das Fegfeier erspart bleibt. Du, oh Gott, nochmal. Oh ja, Presse, bitte, gib doch dem Herrn ein paar Wiener. 2 Paar. 2 Paar. Und was zum Trinken, damit er uns nicht kollabiert, gell? Bewundernswert. Meine Würstel. Nein, Sie. Der sucht jetzt einen richtigen Parkplatz. Du, Messi, nimm der Würstel so viel, wie du magst, gell? Wärst das sehen, das wird alles wieder gut. Jetzt pass auf. Amtlof, du gehst einmal raus. Warte, was ist? Brauchst du Würst? Kann leicht sein. Pass auf. Da drüben hat's einen Ärger gegeben. Die Resi streikt, ja, und die ist jetzt in meinem Stand drin. Und der Simmer streikt auch. Das heißt, die ganzen Leute von dem Bus werden meine Würstel essen. Ja? Und ihr zwei geht's jetzt rüber und holt aus dem Biergarten vom Simon die Tische und die Stühle und bringt es zu mir darüber.
Walli, das kannst du nicht machen. Ja, du, der zeigt dich an. Das kapiere ich jetzt nicht. Weil ihr in eurem Hirn bloß einen Wursttag habt. Ja, so käme ein Backer. Der ist doch aufgeschmissen ohne die Resi. Und der bleibt jetzt bei mir im Stand, bis er nachgibt. Ich tue es ja auch nicht gern. Aber dem muss man einmal sein Dickschädel zurechtstutzen. Bravo! Mein Herr, alles, was Sie hier verzehren, wird gezählt und gezahlt. Gell? Ja. Ja, versteht ihr mich nicht? Wegen eurem uralten Streit können die zwei Jungen nicht zusammenkommen. Ja, das geht doch nicht. Und nachdem ihr Mannsbilder anscheinend steppert dazu seid, muss eben eine schwache Frau die Sache in die Hand nehmen. Schwache Frau. Traut sie die sagen? Vater, ich weiß ja auch, ganz richtig ist nicht. Ja, aber schau, wie lang laufen wir schon heimlich miteinander rum? Ja, bloß weil er nicht nachgibt. Herrschaft, keine Zeit mehr zum Diskutieren. Ja, jetzt werden ihm die Flügel gestutzt. Auf geht's. Ja, Walli, dein Wille geschehe. Ja, schauen wir mal, wer als erster nachgibt. Die Walli jedenfalls nicht. Das ist jetzt der letzte Tisch. Gott sei Dank. Die Stühle noch. Dann haben wir wieder alles zurückgestellt. Das ist jetzt alles so geschwind gegangen, ich käme überhaupt nicht mehr aus. Mir geht's gerade so. Aber jetzt habe ich die Geschichte angefangen, jetzt muss er doch gestanden werden. Aber schlechtes Gewissen habe ich trotzdem. Geh, brauchst du schlechtes Gewissen haben. Ja, und leid tut mir auch der Papa. Der muss dir nicht leid tun. Der muss ja gar nicht anders haben. Ja. Das gute Zuleben hat doch bei dem Dickschädel noch gar keinen Zweck. Ja, aber wir sind doch unserem Ziel näher gekommen. Nicht. Uns der Vater doch vom Fenster aus sehen kann. Also das muss jetzt wirklich nicht sein. Ja, da hat schon recht. Jetzt hört's einmal auf mit der Rumschmuserei, gell? Habt's wieder alles im Biergarten gebracht. Steht alles an seinem Platz? Jawohl. Gut. Ambros! Ja, geh weiter, jetzt verschwindest du auch wieder, komm. Jawohl. Bin schon fort. Ich möchte bloß wissen, bei welchem Regiment du gedient hast. Geh weiter, Bub, geh mal. Verehrte Frau Walli, ich Sie noch um ein Teerchen Ihrer unvergleichlichen Wiener bitten. Also, wenn ich mich nicht täusche, dann haben Sie so ganz grob überschlagen 8 bis 10 Paar Wiener gegessen. Dürfte so hinkommen, ja. Aber ohne Beilagen in Form von Brötchen oder Salat sehe ich da keinerlei Schwierigkeiten. Ach, Frau Walli, dürfte noch immer in Ihrer Nähe weilen. Hä? Was sagen Sie? Sie passen so mal auf, Sie blockieren mir mein Geschäft, wenn Sie dauernd da vor dem Standel rumstehen, gell? Passen Sie auf, Sie sitzen ja jetzt da auf den Hocker, dann sind Sie aufgeräumt, so, ein paar Würstchen kriegen Sie auch noch, aber dann wird abgerechnet, gell? Verbindlichsten Dank. Walli, hast du gesehen, wie der dich anschaut? Du, ich glaube, der hat ein Auge auf dich geworfen. Schmarrn. Walli, wenn Sie noch Würstel brauchen, dann gibt's keine mehr, weil sie alle weg sind. Ja, schon klar. Wenn sie alle weg sind, dann gibt's keine mehr. Ja. Ja, so ein Bus voller Leute, der kann schon was verputzen, gell? Ja. Ist noch was, hä? Was, du suchst was? Hast was verloren? Ja, sein Herz. Also das hätte ich mir jetzt nicht gedacht von Ihnen. Dass Sie mich so schwach anreden, da wäre ich vielleicht saugrantig. Und wenn ich mein Herz verliere, dann geht sich das gar nicht so. Weil auch ein Metzgerlehrling hat tiefe Gefühle, dass sie sich nur auskennen. Auwe, Zwergerlaufstand. Walli! Oh Gott, schnell. So, Walli. Und diesmal bist du zweigegangen. Entschieden soweit. Jetzt schau sie mal. Aber das wirst du mir büßen, das sag ich dir. Ich hab alles gesehen. Das sind ja mindestens 25 Schweinsbraten und 50 Mädel, auf denen ich hocken bleib wegen dir. Was, wegen mir? Ja,
Du hast doch gesagt, du magst nicht mehr. Ah, was denn? Ja, und du hast dich auch gar nicht blicken lassen, mei. Und ich kann nicht die ganzen Leute hungrig heimschicken, gell? Sag mal, Walli, willst du mich ruinieren? Geh, jetzt red doch keinen Schmarrn. Du, meine eigene Tochter hast gegen mich aufgehetzt. Das ist jetzt schon wieder ein Schmarrn. Ja, wir haben wir's denn, hä? Aha. Die weiß von ganz allein, was du für einen Dickschädel aufhast. Oh, das darf doch alles nicht wahr sein. So was gibt's doch gar nicht. Du stellst meine Gartenstuhl und Tisch zu dir rüber und forderst meine Gäste ab. Mit deinen verhungerten Würstel. Du meine Würste beleidigen, gell? Oder besser gesagt, die vom Anbrochen. Die sind ausgezeichnet. No. Mischen ja Sie da nicht rein. Da schafft jetzt, lass heute reden mit dir und horch zu. Und reg dich nicht auf. Du, ich reg mich auf, solange ich will. Ich will nichts mehr hören. Ich geh aufs Gericht. Ja, bin ich denn ein Depp, mit dem man alles machen kann, hä? Kein Mensch hat gesagt, dass du ein Depp bist. Du darfst dich bloß nicht selber zu einem machen. Sieh mal, was hast du denn? Du bist ja ganz kasig. Du, wenn du fein ohnmächtig wärst, dann gehst du aber in dein Wirtshaus, gell? Meine Gallenspur. Das hat er kommen müssen, jetzt ist es soweit. Das hast du jetzt davor, jetzt hab ich eine Gallenkolik. Au! Herrschaft, das grausam weh. Sag einmal, hast du auch Gallensteiner? Ja, seitdem du deinen Stand da drüben aufgemacht hast. Da brauchst du heiße, feuchte Umschläge, das hilft. Jetzt geh weiter, ich mach deinen Wickel. Du klangst mich nicht an. Lieber geh ich ja drauf. Dass du bloß am Schmarrn reden kannst. Ich tu dir schon nix. So, und jetzt nein da. Ja, hör auf. Aber das weißt du, ich verkauf alles. Kannst alles haben. Gibst dir so keine Ruhe, bevor du mich nicht ins Grund gekriegt hast mit deinen Würst. Zimmer, du hast recht. Ich hab immer recht. Du bist wirklich ein Depp. Ja. Kann ich noch was für Sie tun? Nein, danke. Aber wenn Sie erlauben, ich warte hier auf die Besitzerin des Standes, die verehrte Frau Walli. Ja, wollen Sie noch mal Würst? Nein, danke. Die kann ich Ihnen auch geben, da brauchen Sie nicht noch mal wieder kommen. Ach, liebes Fräulein, wenn es nur die Würste wären. Was denn sonst? Sie sind noch sehr jung und können sicherlich die plötzlich auffallenden Gefühle eines älteren Mannes nicht verstehen. Muss ich Ihnen noch mehr erklären? Hier mit den besten Empfehlungen an die Frau Walli. Ich verstehe schon, was Sie meinen. Ja, aber was ich nicht verstehe, Sie kennen die Walli doch vielleicht gerade erst seit einer Stunde. Ach, das sagt gar nichts. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit wie die Jugend, wenn Sie verstehen, was ich meine. Was soll ich Ihnen noch sagen? Die Würste samt der dazugehörenden Frau Walli, die haben es mir angetan. Dann wünsche ich Ihnen bei der Eroberung viel Glück. Das können Sie nämlich bei der Walli brauchen. Du, Resi, was macht denn er immer nur da? Der schleicht ja schon ewig um den Stand rum. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen vorstelle, Treubein, Urbinius Treubein, Revisor IR. IR in Rente. Sie müssen nämlich wissen, junger Mann, ich verbringe meinen Urlaub in Hinterpfeifen. Interessant. Du weißt ja noch gar nicht das Neueste. Mein Vater hat eine Gallenkolik. Ja, und jetzt verarztet ihn die Walli da drin. Angeblich. Bei deinem Vater? Ja, Resi, da musst du sofort rein. Sonst kommt da keiner mehr lebend raus. Ich bitte Sie, junger Mann, der Herr Wirt, der dürfte zu leidend sein, um gewalttätig zu werden. Und die Frau Walli, die hat ein Herz aus Gold und würde selbst ihrem ärgsten Feind in der Not noch hilfreich zur Seite stehen. Doch nun darf ich mich wohl von Ihnen verabschieden. Ja, Sie dürfen. ich trete nun von dem bereits von mir angekündigten Spaziergang auf. Übrigens ist mir etwas übel. Die Würste waren anscheinend doch etwas zu viel. Aber verlaufen Sie einer nicht. Oh mein Gott, ich habe ein richtig ungutes Gefühl. Ja, mir hört gar nichts mehr. Schon komisch, ja? Kein Muckser hörst. Ja, wo er doch sonst immer so stöhnt. Was? Wenn er eine Kolik hat. Ach so. Ja, du von der Walli, da hörst auch überhaupt nichts. Ja, was doch sonst keine Minute im Mund halten kann, weil sie so dick hat. Resi, ich glaub, die zwei, die haben sie überhaupt nicht dick. Freilich, die können sich nicht leiden. Das weiß doch der ganze Ort. Ja, bei uns in Winselbach heißt doch schon länger nimmer wie Hund und Katz,
sondern wie Walli und Zimmerl. Ja, was die Leute so reden, wenn der Tag lang ist. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist mir es eigentlich relativ wurscht, ob sie die zwei mengen oder nicht. Für mich ist nur wichtig, dass wir uns mengen. Und wenn dein Vater sein Gallenkohle krumm ist, dann wäre ja mal ernsthaftes Wort da reden mit ihm. Na, das darfst nicht. Dann kriegt er doch noch eine. Resi, dein Vater seine Gallensteine in Ehren, aber irgendwann platzt auch mir mal der Krong. Und sobald der einigermaßen lebend da rauskommt, dann werden einmal klare Verhältnisse geschafft. Du bist ein herzloser Mensch. Jawohl, das bist du. Gott sei Dank, er stöhnt, dann lebt er noch. Ja, was ja ganz logisch ist. Ach Resi, das haben wir doch schon gesagt. An einem Gallenstein stirbt man nicht. Ja, aber er hat nicht nur einen. Der Doktor hat gesagt, in seinem Bauch ist er halber die Kieskurm. Geh, die Doktor, die übertreiben doch alle. Nein, das tat mir jetzt gerade noch abgehen, dass wir zwei uns streiten. Haben die mir gestritten? Jetzt kann halt mal weiter und stell dich doch nicht so an wegen den Fahrtköfferle. Köfferle, du brauchst eine Trage, ja. Aber mit mir. Mit mir kann man's ja machen. Ich simpel, ich bin ja der Packesel der Familie. Aber das eine sage ich euch. Noch einmal ziehe ich in diesem Urlaub nicht um. Das ist auch gar nicht nötig, Papa. Hier ist doch wunderbar. Also mir hat's ja hinter Pfeifing wesentlich besser gefallen. Das sagst du jetzt, wo wir da sind. Papa! Du sollst dein Gosch halten, Mädle. Das hätte ich ja dauernd gesagt. Aber auf mich hört ja keiner. Und fragen tut mich sowieso kein Mensch. Aber mit mir kann man's ja machen. Ich bin ja die Gutmütigkeit in Person und ordne mich immer deinem Willen unter. Mama! Halt der Gosch! Jawohl! Und du hältst auch mal ran, Bertha. Ich laufe diese 5 Kilometer von Hinterpfeifing nach Winzelbach mit diesen schweren Koffern, bloß um es den Damen recht zu machen. Und dann muss man sich auch noch angreifen lassen. Also da hört sich bei mir die Gemütlichkeit auf. Ja, bist du wahnsinnig, die teuren Koffer. Da verzähl mir doch nix. Die waren doch vom Schnäpplemarkt. Das war noch viel zu teuer, ja. Hätte man die alten von meinen Eltern genommen, die wären noch pfennig gut gewesen, ja. Aber deine Mutter, die muss ja immer zeigen, wer man ist, ja. Oder was man hat. Ja, glaubst du vielleicht, ich will mich noch einmal so blamieren, wie letztes Jahr in die Bibione, wo die Gäste glaubten, mir gehöre zum Personal. Und außerdem, hättest du nicht so trödelt, hätte mir auch der Bus nicht verpasst. Aber Mama! Du sollst dein Gosch halten. Und noch was, lieber Ehegatte. Wer hat denn drauf bestanden, dass man das Auto daheim lasse, damit du wieder ein bisschen gesunde Bewegung an der frischen Luft hast? So, jetzt hast du deine Bewegung, also hör endlich auf zu meckern. Bertha, ich warne dich. Noch ein einziges unbedachtes Wort und du hast die Konsequenzen zu tragen. Trag du lieber die Koffer in den Gasthof. Mama, Papa, jetzt streitet's doch nicht schon wieder. Gosch! Ich streite nie, liebes Kind. Tatsache ist doch, dass dein Vater so eine Frau wie mich ja gar nicht mehr finden würde. Ich tät auch nimmer suchen. Hast du jetzt gesagt? Also, diese ewigen Streitereien und diese Diskussionen mit dir, die zerren nicht nur an meinen Nerven, sondern auch an meiner Gesundheit. Jetzt will dein Vater auch noch sagen, ich wäre schuld an seine lächerlichen Gallensteine. Ganz unschuldig bist du nicht an meinen Gallensteinen. Nein, bitteschön nicht. Wie meinen Sie? Wenn Sie jetzt bitteschön keine Gallenkohle kriegen würden. Weil da drin, da liegt nämlich schon einer. Wer liegt da drin? Ja, mein Vater mit einer Kolik. Und ob die Walli jetzt 2 verarzten kann, das weiß ich leider wirklich nicht. Keine Angst, Fräulein. Wenn mich meine liebe Gattin weiterhin mit so sinnlosen Diskussionen nervt, dann besteht da im Moment keine Gefahr. Dann trifft mich nämlich Leiderschlag. Liebs Mädle, wenn ich Ihnen eine dringende Rat geben darf, heiratet sie nie. Ja. Mein Herr Gatte brachte nachgewiesenerweise seine Gallensteine mit in die Ehe. Übrigens das einzige Vermögen, das er hatte. Und jetzt hält sie mir seit 20 Jahren vor. Tja, Mama, es langt. Das interessiert im Augenblick überhaupt kein Mensch. Ich möchte jetzt endlich auf mein Zimmer. Und ihr zwei könnt ja dann nur allein weiter streiten. Ja, also, wenn Sie mir dann bitte folgen würden. Wir haben schon alles hergerichtet. Theo, du wirst doch das schwache Mädchen nicht die schwere Koffer tragen lassen. Sicherlich nicht. So, geht's hier.
Ja, also wenn Sie mir dann bitte folgen würden. Ja, also so Zimmer 3 ist das Einzelzimmer und Zimmer 9 ist das Doppelzimmer. Danke. Oh. Ja. Ah, danke. Fräulein, ja, bitte. Ich komm dann gleich nach. Ja, Die Würste sind aus. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da sitzen Sie ja schon wieder. Ich hab Sie vorhin gar nicht gesehen. Vorhin bin ich ja auch noch gar nicht da gesessen. Ach, drum. Sonst hätte ich Sie ja sehen müssen. Übrigens, ich bin der Wastel. Und ich bin die Emma. Ich weiß, immer. Dass du dir das gemerkt hast. Ja, logisch. Denn was man mir nur ein einziges Mal sagt, das merke ich mir auf ewig. Ja, darum heute hat der Wipflinger so große Stücke auf mich. Ja, der weiß schon, was er an mir hat. Aber was ich sagen will, das freut mich wirklich unbändig, dass du wieder da bist. Mich auch. Schau, das hätte ich dir mitgebracht. Danke. Ich werde jetzt öfters hier sein. Aber das, meine ich, wäre der Hetzerei. Wenn du wegen jedem paar Würstel von Hinterpfeifing da zu uns nach Winzelbach laufen musst. Das muss ich ja auch gar nicht, weil wir ab heute da drüben wohnen. Ich verreck. Wie meinst du? Ich mein, das ist ja super. Weißt du, was ich mache? Und heute Abend, da lassen sie mir zwar richtig krachen. Was lassen wir? Du machst heute Abend da drüben die Flatter. Und dann gingen wir zwei in die neue Disco. Da geht's ab, sag ich dir, mein Lieber. Die haben einen Sound drauf, dass du mit die Ohren schlackerst. Und dann tanzen wir zwei, bis uns die Socken rauchen. Hast du Lust? Aber sicher. Ich muss bloß warten, bis meine Eltern schlafen. Dann komm ich. Fundig. Ja, und ich setz mich dabei auf das Hockerl da und wart, bis du kommst. Also zur Abwechslung einmal du. Bis heute Abend war still. Ich freue mich. Ich weiß gar nicht, wie man ist. So ein feines Fräulein möchte mit mir in die Disco gehen. Bastel, jetzt geht's aufwärts. Na, Freunde, jetzt geht's abwärts. Und zwar in die Wurstküche. Du rammst erst einmal den ganzen Verhau auf, den du hinterlassen hast. Und dann wird die Maschine putzt. Aber sauber, verstanden? Okay, Meister. Ich ramm auf und ich putz die Maschine. Weil Sie sind und weil ich ein gutmütiger Mensch bin. Nur eines, das möchte ich jetzt einmal klarstellen. Was möchtest du klarstellen, ha? Ab sofort stehe ich über den Dingen. Ja. Jetzt glaube ich, hat es ihn total erwischt. Weil er ein gutmütiger Mensch ist. Da verschluckt es mir gleich Stimmen. Und warum steht dieser Lalli da über den Dingen? Ja, über welchen Dingen? Ja, den schmeiß ich hinaus, das ist klar. Du schmeißt gar keinen aus, das ist klar. Den willst du überhaupt rausschmeißen? Ja, wen schon? Was denn den Neudeppen? Nicht bloß, dass der mich mit den platzten Würst und den versalzten Leberkasse in die Bankrott treibt. Jetzt wird er noch frech. Und seit Neuesten, da steht der über den Dingen. Hast du da noch Worte? Ich schon. Oder warst du noch nie verliebt? Aber was hat denn das mit dem Buben zu tun? Ja. Weil der sich gerade in dem nämlichen Zustand befindet, in dem das Hirn eines Mannes auf Erbsengröße schrumpft. Das darf doch nicht wahr sein. Also da ist er nicht deppert dazu, dass er dem Madel den Kopf vertraut. Ja. Eine Woche kriegt er noch Gnadenfrist. Sag mal, Wally, wie geht's denn an Simmel überhaupt? Lebt der noch? Ja, viel hätte nicht mehr gefällt, so wie der gejammert hat. Ja, jetzt hat er einen quittengelben Kopf auf, aber es geht ihm schon wieder ganz ordentlich. Einen quittengelben Kopf, sagst du? Du bist gut, dann muss er dir sofort ins Krankenhaus. Geschmarren! Der heiße feuchte Wickel, der zieht ihm die Gall schon wieder runter. Also, Wally, also mit dir kennt's ja kalt aus.
dass du das gemacht hast, dann wirklich. Ja, kann ihn doch nicht sterben lassen. Aber wenn er wieder gesund ist, na pass auf, dass man der nicht zu frech wird. Nicht, dass sie dir was einpult drauf da. Gut, und ich schau jetzt wieder nach meinem Sargnagel, dem Herrn Wastl. Bin gespannt, was der jetzt schon wieder geliefert hat. Mein Gott, glaubst du das? Die Würstel, die flackert drin wie 5 Tage alt. Die isst mir kein Mensch mehr. Doch, verehrte Frau Walli, ich esse sie. Ja, sind Sie auch schon wieder da? Und haben Sie wirklich noch Hunger? Wenn ich ganz ehrlich bin, das Hungergefühl hält sich in Grenzen. Aber gestatten Sie mir, dass ich mich jetzt Ihnen endlich vorstelle. Treubein, Urbinius Treubein. Das ist fein. Ja, wollen Sie jetzt Würstel oder nicht? Danke, im Moment nicht. Aber wenn ich Sie einen Moment sprechen könnte. Ja, das machen Sie doch eh schon die ganze Zeit. Sagen Sie mal, sind Sie vom Finanzamt oder warum drucken Sie so rum? Jetzt reden Sie schon, ich hab nicht so viel Zeit. Und die Galle vom Simmerl hat mir eh schon einen halben Tag gekostet. Liebe Frau Walli, Was ist denn mit einer? Haben Sie am Ende auch Gallensteine? Oh. Ja, Sie schauen ja gar nicht gut aus. Gallensteine, nein. Bei mir sitzt es eher weiter oben. Weiter oben? Was soll das sein? Passen Sie mal auf, guter Mann. Wenn Sie Beschwerden haben, gell, dann gehen Sie zum Doktor, weil ich habe einen Würstelstand und keine Praxis. Das haben Sie ja gesehen. Also, sehr gut. Wiederschauen. Wie soll ich mich erklären? Mir fehlt jede Übung in derlei Dingen, wenn Sie verstehen. Na, das verstehe ich nicht. Nun denn, so soll es denn sein. Liebe Frau Walli, ich habe mich, ungeachtet der wenigen Stunden, die ich Sie nun kenne, und trotz meines fortgeschrittenen Alters, wie soll ich sagen, hoffnungslos in Ihre Würste, natürlich in Sie verliebt. Was haben Sie gesagt? Verliebt in mich? Ja, das ist auch kein Irrtum. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Ich bin mir über meine Gefühle vollkommen im Klaren. Ich hatte doch 2 Stunden Zeit, darüber nachzudenken. Ja, das ist freilich lang. Sie nehmen mich nicht ernst. Nein, das sehen Sie vielleicht, dass ich lache. Aber es ist einigermaßen überraschend. Ich meine, ich kriege nicht jeden Tag eine Liebeserklärung. Jetzt passen Sie mal auf, Herr... Treubein. Wie treu. Jetzt passen Sie mal auf, Herr Treubein. Ist ein komischer Name, gell? Ja, also, wenn das jetzt alles wirklich so stimmt, wie Sie das sagen, was meinen Sie denn, wie lange Ihre späte Flamme brennt? Ewig. Naja, das darf ja in Ihrem Alter nicht mehr allzu lang sein, gell? Frau Walli, glauben Sie mir, einen durch und durch aufrechten Menschen, je länger ich Sie ansehe, umso stärker wird dieses Gefühl in mir. Mit einem Wort, ich brenne. Ja. Ich glaube, dass ich mit dem Feier nicht einmal meine Würstel kriege. Schauen Sie, das ist doch zum Lachen. Die Walli und der Stoderer. Was darf denn das Dorf dazu sagen? Frau Walli, ich bitte Sie, ziehen Sie meine Gefühle nicht ins Lächerliche. Ich bin kein junger Mann mehr. Ja, das sieht man allerdings auf den ersten Blick. Mei. Ach, jetzt schauen Sie nicht so mit Ihren Dackelaugen. Jetzt passen Sie mal auf, jetzt gehen Sie brav heim. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Ich hab keine Zeit für solche Sperenzchen. Ich bin eine vielbeschäftigte Geschäftsfrau. Und Frau Walli, wenn Sie mir nur heute Abend vielleicht ein Stündchen Zusammensein und angenehme Konversation schenken wollten. Am Mannsbild, das ich ein paar Stunden kenne, schenke ich mal grundsätzlich gar nichts. Außerdem bin ich auf die Nacht miert. Und dann muss ich mich auch noch um die Galle vom Simmerl kümmern. Und das Herz, mein Herz, das kümmert Sie gar nicht. Was geht denn mir ein Herz so? Entschuldigung, das habe ich nicht so gemeint. Was tue ich denn? Wer bringe denn den wieder los? Passen Sie mal auf, Herr Treubein. Können Sie tanzen? Standard. Leider bin ich etwas aus der Übung.
Aber ich verstehe nicht. Das ist wurscht, jetzt passen Sie auf. Der Gustl, ja, der redet seit 14 Tagen von nichts anderem als von der neuen Disco in Rosenheim. Sagten Sie Disco? Ja, Disco, da. Das wird's doch keiner. So alt sind's doch noch nicht, ha? Ich muss mich setzen. Sie wollen doch nicht. Doch, ich will, und zwar mit Ihnen. Mir stinkt ja schon lang, dass ich nicht mehr auf dem Laufenden bin. Ja, und wenn Sie wirklich so verliebt sind in mich, wie Sie sagen, dann müssen Sie halt in den sauren Apfel beißen und mit mir in die Disco gehen, gell? Ha, Moment. Gustl, geh mal raus da. Ja, Walli, was ist denn los? Ja. Du musst heute auf die Nacht nicht mit mir in die Disco gehen. Ah, nicht? Na, ich hab nämlich ein anderes Opfer. Nicht so laut. Ach, war still. Es war so ein herrlicher Abend. Da hast recht, Emmerl. Herrlicher geht's gar nicht mehr. Das war der schönste Abend in mein ganzes Leben. War still. Was hast du denn, war still? Bitte nicht immer was stehlen. Ich weiß, was du, verstehst? Ja, aber das ist doch das Gleiche. Eben nicht. Aber du kannst ja nichts dafür. Ich bring dich schon noch hin. Und jetzt gibt's mir ein saftiges Puzzle. Ah, das war noch viel saftiger wie das saftigste Saftwürstel. Gleich nochmal. Das ist ein Gefühl, wie wenn's beim Kegelschein mal in Neine umschaltst und ein Kegelbuben haut's auch gleich noch mit hin. Frau Walli, bitte Sie nicht so schnell. Der Beine, Videos. Die werden auf die letzten Meter, wärst du nicht schlapp machen, oder? Hä? Nein, oh. Was sagst du? Der Abend, fundig, oder? Ja, sehr pfundig, ja. Aber so laut, wir konnten uns doch gar nicht unterhalten. Okay, wir haben uns doch wunderbar verstanden, auch ohne Worte. Und dass du nicht tanzen kannst, das ist in dem Gewurl gar nicht auffallen. Also ich habe mich dort nicht sehr wohl gefühlt. All die vielen jungen Leute. Und ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Ja, siehst du das? Das ist schon mal der erste Unterschied zwischen uns zwei. Wenn bei dir nicht alles in der einstudierten Richtung läuft, na, haut's dir aus der Bahn. Ich möchte ab und zu noch was machen, was ein bisschen Pfeffer in mein Leben bringt, was sonst keiner macht. Verstehst du das? Bedauere, im Moment verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich bin geschafft. Geh, Urbinius, sei doch nicht so lasch. Du bist ein lieber Kerl. Du, und dass du heute Nacht mit mir in der Disco rumgekupft bist, also, das rechne ich dir hoch an. Ja, drum kriegst du jetzt zum Abschied von mir ein Puzzle. Na, dem geht's, ha. Ja, so. Trotzdem, ich danke Ihnen, Ja. Walli. Sehen wir uns morgen wieder. Jetzt gehst du erst einmal heim nach Hinterpfeifing, gell? Und wenn du morgen deine Füße noch spürst, dann schaust vorbei und dann singen wir weiter. Also, gute Nacht, Urbinius. Gute Nacht. Hey, ja, du, keine Angst. In der Disco bringst du mich nimmer. In meinem ganzen Leben nicht. Bam, ba, la, bam, ba. Bam, ba, la, bam, ba. Bam, ba, la, bam, ba. Bei aller Liebe. Ich glaube, diese Frau wäre mir auf die Dauer denn doch zu anstrengend. Na denn,
auf nach Hinterpfeife. Urbinius, was bist du nur für ein alter, verliebter Trottel? Die Walle mit dem Treufuß in der Disco. Ja, da legst du nieder. Und ich hab immer gemeint, der kommt wegen der Walle ihre Würst. Der Wein. Die Walli vom Würstelstand in einer Disco. Da können Sie meine Mama auch mal ein Beispiel nehmen. Ja, unsere Walle, die ist echt stark. Jetzt gang ich aber wirklich ins Bett, lieber Waschtil. Waschtil. Siehst du das? Das geht doch. Aber jetzt müssen wir uns leider trennen. Schau, ich muss ja um 4 Uhr in der Früh schon wieder in der Wurstküche stehen. Sonst kriegt er mal keine frischen Würst. Aber ein gute Nachtbuschel gibt's mir noch. Aber wirklich nur noch eins. Gutes Nächtle, Wastel. Schlaf gut. So was Liebs. Und aus Schwaben. Die sind sparsam. Das kann passen. Ja, 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Das ist ja unerhört. Theo, hörst du denn nix? Der Kerl ist total betrunken. Und das schon morgens um 8. Na und? Was hat man das mit der Uhrzeit zu tun? Ja, sehr richtig. Sollen wir drin in der Gaststube oder draußen frühstücken? Also, Sie sollen am besten gar nicht frühstücken. Und Ihre Frau wenig. Das ist ja eine Unverschämtheit. Schauen Sie ganz einfach nicht her. Gnädige Frau, entfernen Sie bitte Ihr Haupt. Oh, Sie unverschämter Sättel, Sie. Wäret mir doch nur im Hinterpfeifen blieben. Das wäre mir auch wesentlich angenehmer. Schämen Sie sich. Ihr armer Vater, wenn Sie so sehen könnt. Sinnlos betrunken. Nicht sinnlos. Ja? Und jetzt entwickeln Sie mich bitte nicht in weitere Gespräche. Ich muss nämlich den Eingang finden. Ja? Sie stören. Also ich sättel Sie. Wo wollen Sie denn nach? Wollen Sie vielleicht im Gasthaus Ihr Rausch ausschlafen? Nix da. Sie gangen heimschlafen. Ja, jetzt regen Sie ja heute nicht auf. Schauen Sie, mein Rausch vergeht, aber Ihre Schönheit bleibt. Wo kommst denn du her? Seit 2 Stunden sollst du in der Wurstküche stehen. Und der ganz andere schlaft auch noch. Herrgott, das sind doch keine Zustände nicht. Hab einen Zug nicht mehr erwischt. Hab da was mitgebracht. So viel Zeit. Da wird einer so saudumm ein Ausritt daherkommen. Das hab ich schon gern und das von meinem Buben. Als Vater, jetzt regt dich nicht auf. Ich reg mir auch nicht auf. Es ist ja nur, weil ich nichts schön bin. Jetzt ist das schon 3 Kunden. Theo, jetzt komm halt mal raus. Ich glaub, da beglebt gleich so herrlich bayerische Keilerei. Komm ja rein! Jetzt gehst du da rein. Wir brauchen doch so keine Zuschauer nicht. Jetzt Vater, das darfst du jetzt auch wieder nicht so eng sehen. Das ist ja nur, weil ich so eine Wut gehabt hab. Ja, die wird dir gleich vergehen. Wir gehen jetzt in die Wurstküche, da spritz ich dich mit kaltem Wasser ab und dann wirst du gleich nüchtern sein. Oh, Schatz, wenn's einmal was zum Gucken gibt. Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Resi. Komisch, dass die Walle noch nicht auf ist. Die ist doch sonst immer die Erste. Mei, oh mei, war der Gustl vielleicht gestern grantig, weil ich nicht mit ihr mit bin. Dass der einfach nicht versteht, dass ich meinen kranken Vater nicht allein lassen können hab. Nix wie Verdruss hast mit den Mannsbrüdern. Ja, Sie sagen es, Fräulein Resi. Einen wunderschönen guten Morgen, Fräulein Resi. Morgen. Morgen. Es wird ja wieder ein herrlicher Tag heute. Und dann diese Luft. Ja, was ist denn, Fräulein Resi? Sie sieht ja so betrübt aus. Na, alles in Ordnung. Ich bring gleich das Frühstück. Geht's dem Herrn Vater wieder schlechter? Hat er wieder einen von seinen Kolikschüben? Geht ihm schon wieder besser. Er schimpft schon wieder wie ein Rohrspatz. Erfreulich. Das ist immer der beste Weg zur Besserung. Ja. Fräulein Resi, es geht mich zwar nichts an, aber Ja. ich muss es Ihnen trotzdem sagen. Also es ist empörend, wie sich dieser junge Kerl von da drüben gerade eben aufgeführt hat. Total betrunken.
Der Gustl. Bertha, halt dich da raus! Naja, er hat sich mir ja nicht namentlich vorgestellt, aber auf jeden Fall ist das für zahlende Gäste eine Zumutung. Ja, allein die Lärmbelästigung. Von dem unerfreulichen Anblick wollen wir gar nicht reden. Ja, und dann hat er mir gegenüber auch noch unpassende, ja sogar beleidigende Bemerkungen gemacht. Echt hat deinen Kopf nicht aus der Tür gesteckt, so wie ich dir gesagt habe. Aber nein, du musst einmal alles sehen und hören. Ja? Typisch Frau. Das alles geht dich nichts an, also verzeih's auch nicht weiter. Und ob mich das was angeht, wenn morgens solche betrunkene Gestalt ums Haus streiche. Wir haben schließlich ein Töchterle. Bertha, du übertreibst mal wieder, wie immer. Der junge Mann hat eben ein bisschen was über den Durst getrunken. Das soll ja mal vorkommen, nicht? Du entschuldigst es natürlich wieder. Männer. Guten Morgen zusammen. Morgen. Guten Morgen, liebes Kind. Na, hast du gut geschlafen? Ja, es war einfach herrlich. Im Bett? Ja, das auch. Was heißt das auch? Also, bitteschön, das Frühstück. Sehr lecker. Ach, Fräulein Resi, haben Sie auch noch einen Honig? Doch. Danke. Was ich fragen wollte, war er arg betrunken? Wer? Meinen Sie dieses Säckel von da drüben? Ja, also Sie müssen nämlich wissen, dieser Säckel, das ist mein heimlicher Verlobter. Ja, das ist ja entsetzlich, Mädle. Ja, so einen Mann dürfen Sie ja nie und unter gar keine Umstände heiraten. Ein Mann, der schon am Morgen betrunken ist. Danke zu unserem Herrgöttle, dass ich Ihnen noch rechtzeitig die Augen geöffnet habe. Ja, vielen Dank. Da siehst Theo, wie dankbar mir das Mädle ist. Bertha, ich leid es nicht, wenn du dich immer in andere Leute Angelegenheiten mischt. Genauer gesagt, ich hasse das, du weißt das, drum lass das. Die jungen Leute sind heute aufgeklärt genug, um ihre Probleme selber zu lösen. Ja, wie redst denn du mit mir? Noch dazu vor dem Kind? Mama, ich glaube, der Papa hat schon recht. Was verstehst denn du schon davon? Lern du erst einmal die Männer kennen. Ich bin eben dabei. Was willst du damit sagen? Die Männer kennenzulernen. Und übrigens, liebe Mama, aufklärt bin ich auch schon. Theo, ich bin entsetzt. Weißt du, was das Kind damit sagen will? Nein, nicht direkt. Ja, sag mal, weißt du etwas, was ich nicht weiß und demnach wissen sollte? Nein, nicht direkt, meine Liebe. Theo, wir sprechen uns noch. Und du, mein liebes Fräulein, führst nicht so zweideutige Gespräche und noch dazu beim Frühstück. Daran ist gar nichts zweideutig, liebe Mama. Ich hätte mich verliebt. Verliebt? Wann? Wo? Wie? Warum? Jetzt bleib mal ganz ruhig, Bertha. Das Mädel hat sich sicher nur falsch ausgedrückt. Ich meine, dass du dich verliebt hast. Wann sollte das passiert sein? Wir waren doch immer vor Ort. Heute Nacht, Papa. Das heißt, eigentlich schon gestern. Heute Nacht? Theo, mir wird übel. Gib mir einen Stuhl. Kannst du doch auf die Bank nachstracken? Komm mal beieinander. Morgen. Mama, Papa, das ist Wer? der junge Mann, in den ich mich verguckt habe. Das Metzgerbürschler. Emma, das kann doch nicht dein Ernst sein. Doch, Papa, das ist mal ernst. Gell, Bastel? Waschtel. Bitte nicht, Waschstil. Wastel, wenn's recht ist. Ihre Tochter hat schon gelernt. Mei, übrigens, grüß Gott beieinander. Ja, ich mach grad Blutwürst. Und darum sind meine Hände so voller Bats, dass ich Ihnen selbige leider nicht reichen kann. Blutwürst. Theo, habet mir dafür unter Entbehrungen unser einziges Kind großzogen für Blutwürst. Also, wenn ich mal was sagen darf, Blutwürst sind einfach was Gutes, ehrlich. Lenken Sie nicht ab. Sie haben hinter unserem Rücken unsere Tochter verführt. Was hab ich? Die verführt jemand? Ja, da weiß ich ja gar nichts davon. Nein, in der neuen Disco sind wir halt drunten gewesen. Und beim Heimgehen, da hab ich ein paar Puzzle gegeben. Ja, und das war leider alles. Emma, antworte. Wann warst du in dieser Disco? Heute Nacht, Papa. Was? Ohne uns vorher zu fragen oder wenigstens Bescheid zu geben? Ja, ich darf ja nie irgendwo hin, obwohl ich schon volljährig bin. Ja, dafür habet mir auch unsere guten Gründe. Man sieht ja, was dabei rauskommt. Ein Metzgerbürschler. Ich fass es nicht ab.
Wie kannst du mir sowas antun, Mädchen? Also, Emmerl, ich glaube jetzt, ist es gescheiter, weil sonst trifft es am Ende nur der Schlag. Sagen Sie nicht dauernd Emmerl. Das klingt ja schauderhaft. Und nehmen Sie Ihre Wurstfinger von meinem Töchterle. Mal, was ist denn das für ein Geschrei da draußen? Das weckt ja Tode auf. Walli, bitte helfen Sie uns. Sie sind die Einzige, die uns versteht. Ja, also im Moment verstehe ich noch gar nichts. Walli, Was? Ach, den werten Herrn Eltern liegen die Würste im Magen. Gnädige Frau, wissen Sie eigentlich, was in unseren unsicheren Zeiten der Metzgermeister für eine Zukunft hat, ha? Die Zukunft von dem Metzgerbürscher, da interessiert mich nicht. Es geht um die Zukunft von meinem Töchterle. das ist doch das Gleiche. Also erstens, ja, ist der Metzgerberuf ein krisensicheres Handwerk. Zweitens, eine Metzgermeistersgattin leidet nie Hunger. Ich meine, das steht schon mal fest, gell? Haben Sie da überhaupt mitzureden? Das sind reine familieninterne Angelegenheiten. Da halten Sie sich gefälligst raus. Da liegen Sie jetzt ganz falsch. Weil wenn bei mir jemand Schutz sucht, gell? Und Ihr Fräulein Tochter sucht Schutz, dann wird er ihm gewährt. Also, Mama, Papa, wenn ihr euch meinem Glück an der Seite dieses hoffnungsvollen jungen Mannes, der eine glänzende Metzgerkarriere vor sich hat, in den Weg stellt, dann werde ich eben ohne eure Erlaubnis die seinige irgendwann. Das hast du jetzt ganz gut gesagt, Emmerl. Kind, Mädle, ich flehe dich an. Du bist doch noch viel zu jung und unerfahren, um jetzt schon solche Entscheidungen fürs Leben zu treffen. Da muss ich deiner Mutter ausnahmsweise mal recht geben. In deinem Leben wird es noch viele Männer geben. Zum Beispiel einen Beamten in der gehobenen Laufbahn oder so. Ich will aber keinen Beamten. Ich will den Bastel. Und ich will die Emma. Basta. Das werden Sie mal nicht aufmüpfigen, mein Mann, ja? Da haben wir zwei schließlich auch noch ein Wörter mitzureden. Ja, und ob wir das haben. Du hast doch mal einen Rand, Bertha. Aber Theo! Ruhe, hab ich gesagt! Waffel, ganz Schnicksiger! Herrgott, wo steckst denn du schon wieder? Jetzt kriegt er wieder seine narrischen 5 Minuten ausgerechnet. Komm, Emmerl, bitte nimm mir mal Platz. Ja, da ist ja mein Herrgeselle. Sag einmal, was hast denn du hartnäckst du aufgestellt in die Blutwürste, ha? Ja, was soll die Leute haben? Ja, das darf ich gern von dir wissen. Können Sie mich das nicht später fragen? Ich mein, das, was halt immer reingehört. Ein Blut halt, ja, und ein Speck und Gewürze. So. Gewürze. Und wo hast du die hergeholt, ha? Ja, findest du nix in dem sein Saftladen? Da bin ich halt in die Wohnung auf und hab mir alles zusammengesucht. Herr Mastel, das waren die letzten Blutwürste, die Sie in meiner Wurstküche gewurstet haben. Ist jetzt das so weit da oben angekommen, ha? Ja, soweit schon. Weißt du, was du da reingewurscht hast? Du heute noch ganz trauriger, ein Zimt. Au, Mensch. So, und zur Strafe, da fließt das jetzt alles selber, gell? Walli, hilf mir, der macht ja mich hin. Geh ja mal nicht so respektlos mit dem Wurm um. Hätte jetzt was anderes im Kopf. Ja, deine damischen Blutwürst. Das ist eine glänzende Karriere. Ja, also Kind, siehst ja selbst, dass der Kerl nichts taugt. Sie sagst es ja nicht nochmal, dass der Wastel nichts taugt. Einen besseren könnt ihr doch da gar nicht kriegen. Ja. Und dass er Meister ist, hat er nie behauptet. Ja, lernen wäre er schon noch dürfen. Bitte Sie, der Kerl ist doch strohdumm. Zimt in die Blutwürst, da langt man sich doch ans Hirn. Ah, mei, da hat er heute einmal daneben gelangt. Sowas kann doch passieren. Das müsstet Sie am besten verstehen. Wieso ich? Meinen Sie nicht auch, dass Sie einer da vergriffen haben? Mir fehlen die Worte. Hoffentlich bleibt es so. Überhaupt, was erlauben Sie sich? Meine Gattin führt einen untadeligen Lebenswandel. Kein Wunder, bei dem sauren Gesicht. Theo, das überlebe ich nicht. Wäret mir doch nur in Hinterpfeife geblieben. Jetzt hör doch einmal mit deinem dämlichen Hinterpfeifing auf. Jetzt spür ich's wieder. Was, Theo? Die Galle. Oh Gott, Schauen Sie, Freund Emma. Ich glaube ja, dass ihr zwei euch mögt. Aber glauben Sie einer erfahrenen Frau, das geht vorbei. Ja, ein Beichen, Schwaben da.
gibt's gewiss auch einen netten Menschen, der gerade auf Sie wartet. Ich will aber keinen anderen. Ich will den Wastel. Der ist so lieb. Ja, freilich. Lieb ist er schon, aber sonst ist er halt nix. Ich mein, da muss ich einer Papa und Mama schon recht geben. Das ist nur ein Bub. Der muss erst ein Mannsbild werden. Da sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung. Ja, also, schauen Sie halt nicht so traurig. Passen Sie auf, kommen wir einfach nächstes Jahr wieder her, in Urlaub. Und wenn der Ambros ihn noch nicht erschlagen hat, dabei, dann singen wir weiter, gell? Ach, Walli. Walli, Sie sind der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der mich versteht. Theo, und das sagt mein einziges, über alles geliebte Kind, für das ich immer nur das Allerbeste gewollt habe. Hätte ich das als Mutter verdient? Eine Würstelstandbesitzerin zieht sie meinen mütterlichen Gefühlen vor. Ich bin so unsagbar verletzt und ganz arg unglücklich. Nicht unglücklicher wie ich. Ich halte dieses Geflänne nicht mehr aus. Liebs Herrgöttli, wäre man doch nie nach Winselbach kommen, wäre man doch bloß und hinter Pfeifing blieben. Sag ich doch. Passen Sie auf, jetzt gehen Sie wieder rüber zu Ihrer Mama und sind recht lieb mit ihr. Ich versteh's halt nicht besser. Walli, aber ich sehe den Wastel schon noch einmal wieder. Na freilich, siehst du wieder, der kriegt jetzt seine Schmirgel vom Ambros und dann kommt er wieder, gell? Mädle, vertrau deiner Mama. Die Phase hätte ich auch schon durchgemacht. Glaub mir, du wirst ihn vergessen. Aber du hast den Papa doch auch gekriegt. Wer redet denn von deinem Vater? Aber Mama! Ja, Kind, auch ich musste einmal verzichten. Ich halte dieses Geflänne nicht mehr aus. Ruhe, sag ich. Vielleicht hilft's ja, wenn Sie mal gescheit auf den Tisch hauen. Na, heute nicht da. Da. Ich habe schon einmal gesagt, Ruhe! Und jetzt möchte ich keinen Mucks mehr hören. Verstanden? Wie meinst du, Theo? Weiter frühstücken. Ist alles in Ordnung? Schmeckt's Frühstück? Danke, ist gut. Danke. Wir hatten noch nie ein so friedvolles Frühstück. Das freut mich. So, Emma, Kind. Und wir zwei gehen jetzt mal ganz in aller Ruhe ins Haus und unterhalten uns ein bisschen, gell? Und ich werde versuchen, deine Entgleisungen zu tolerieren. Metzgerbürschle. Guten Morgen, Resi. Du, mir geht's halt gar nicht gut. Das wundert mich nicht, wenn man mit so einem Rausch heimkommt und dann auch noch die Gäste beleidigt. Aber da fragst du nicht, warum ich so einen Rausch gehabt hab. Jetzt muss nur noch sagen wegen mir. Ja, da freilich wegen dir. Du, 2 Stunden habe ich auf dich gewartet, bis du kommst. Ja? Aber du hast es ja nicht einmal nötig, mir zu sagen, dass du nicht kommst. Ich hab dir doch gesagt, dass ich wegen meinem kranken Vater nicht weg können habe. Weißt du, was ich dir jetzt sag? Bleib doch du bei deinem kranken Vater und seine blöden Gallensteine. Ich suche mir jetzt eine andere. Das machst du. Renn doch du in deine dallische Disco und sauf dir jeden Tag einen 4-stöckigen Rausch an. Das kümmert mich dann in Zukunft nimmer. Also, lass mir mal Ruhe. Sag einmal, wie lange wollt's denn ihr zwei Streithansel das Spiel noch treiben? Das ist ja nicht zum mit anhören. Stell dir vor, Walli, was dieser Mensch sich traut. Sagt er doch glatt. Ja, das brauchst du mir nicht verzeihen, ich hab's ja gerade gehört. Sag einmal, Gustl, spinnst du? Gesponnen habe ich bis jetzt. Na, ohne mich. Ja, wer bin ich denn? Ja, so wird das nix. Er hat gesagt, sie hat gesagt. Na, weiß am Ende nicht mehr, wer was gesagt hat und der Salat ist fertig. Ihr zwei, ihr geht jetzt in mein Standel da rein und vertragt euch. Na, mit dem geh ich nicht in deinen Stand rein. Mach mich nicht narrisch, ihr geht jetzt da rein. Ja, aber was soll ich da drin? Ja, das wird dir dann der Gustl schon sagen. Machen wir den Rollo runter. Ja, Herrschaft, was ist jetzt mit dir, du Lolli? Steh auf und geh rein. Ja. Methoden hast du. Andere wirken bei euch auch nicht. Du passt einmal gut zu deinem Schwiegervater. Wieso? Der gleiche Dickschädel. Und genauso schwer vom Begriff.
Ich muss mir ja zu eurem Glück zwingen. So, jetzt nehmt ihr Schlagzeug oder macht's, was wollt. Ist mir wurscht. So. Ja, von dem kriege ich halt keine Würstel mehr. Macht nix. Mein Standl ist sowieso anderweitig belegt. Guten Morgen, verehrte Frau Walli. Erstens, na, mein Discofeger ist wieder da. Erinnern Sie mich nicht daran. Mir dröhnen die Ohren immer noch. Und erst meine Beine. Ja, mei, wenn man in dem Alter auf Abwege gerät, gell, dann ist man vor Überraschungen nicht sicher. Frau Walli, wie stehen meine Chancen? Schlecht. Warum dieses? Urbinius, überleg doch einmal. Wir zwei, wir passen doch zusammen wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, oder? Ja, und so jung sind wir auch nicht mehr, dass uns der Frühling noch mal packen kann. Ja, mir war's nur. Also ich fühle mich nicht zu alt. Okay. Schau dich doch einmal an, ganz der Bresel bist. Ja, und überhaupt, was da denn noch mit meinem Standl? Ja, nichts leichter als das. Den schließen Sie, Klappe zu und Sie kommt zu mir. Ja, meinst denn du, ich schmeiß alles hin wegen einem Mann für diese paar Tage gehen? Ich lass im Stich, was ich mein Leben lang aufgebaut hab. Nein. Ich mag dich ja ganz gern leiden. Bist ein netter Kerl. Meine Würstel schmecken da auch, gell? Und ich war mit dir in der Disco. Aber auf alles andere vergiss man ganz schnell. Walli, und ich habe mir alles so schön vorgestellt. Wir beide. Ja, dann stell das weiter vor. In deinem Alter ist die Vorstellung oft viel schöner wie die Wirklichkeit. Das trifft mich hart. Ja, ich weiß schon. Wenn du lieber mal einschürst, gell, bringt man's schwer wieder los. Drum machen wir's kurz und schmerzlos. Vierte Gott, Urbinius, war ein schöner Abend, war pfundig, ich danke dir. Darf ich morgen wiederkommen? Von Hinterpfeifing nach Winselbach und wieder zurück und das zweimal am Tag. Das schaffst du gar nicht. Und wenn ich den Bus nehme? Nein, auch nicht mit dem Bus. Na dann. Frau Walli, Ja. es war ein einzigartiges Erlebnis mit Na, Ihnen. also, das ist doch schon mal was. Ja. Nun, leben Sie wohl, Herr Walli. Ich werde Sie und Ihre Würste nie vergessen. Ich glaube eher meine Würstel. Nein. Jetzt tut er mir schon wieder leid. Aber ich glaube, den bin ich jetzt los. Walli, hast du einen Moment Zeit? Ich darf die brauchen. Sag mal, magst du nicht gleich in dein Bett gehen? Mein Wickel ist kalt. Und so los. Und die Rese finde ich auch nicht. Willst du einen Tod holen, ha? Herrschaft, zeig noch mal durch den feuchten Kopf. Ah, der ist ein Batsch, nass, der Lumpen. Ja, und zieh dir Joppen an. Wie geht's denn überhaupt? Ja, ein bisschen Gespür ist schon noch. Mein lieber das, wie fein kreislig erwischt ist mal wieder. Hättest dich bloß nicht so aufregen müssen. Ja, da soll man sich auch nicht aufregen. Mit dir. Wo ist denn die Rese? In meinem Standel? Aha. Macht's Bürsthaus? Nein, Gustl. Was? Nein, Herrschaftszeiten, die ist mit dem Gustl da drin. Was? Du kriegst mir ja keine Kolik, gell? Ich sag das, ich mach da keinen Wickel mehr. Ah, das lässt du zu, hä? Wo du genau weißt, dass Ja, genau, deswegen hab ich's ja reingeschickt. Oder besser gesagt, reingeschubst. ich... Auwe, geht schon wieder los. Ich spür's schon wieder. Jetzt jammer nicht, du spürst gar nichts. Du, ich sag dir was ganz im Ernst, Simon. Ja? Ich wünsch dir so viel Gallensteiner, dass du es nicht mehr tragen kannst. Und ich rühr keinen Finger mehr, wenn du der Kohle kriegst. Wenn da nicht endlich eine Ruhe hergeht. Mit dir und dem Ambros und dem Gustl und der Resi. Hast du mich verstanden? Ja, du gibst ja doch keine Ruhe. Du möchtest mir auch mit Gewalt hinmachen. Ganz im Gegenteil, das will ich gar nicht. Wünsch dir ein langes und gesundes Leben. Ja. Ja, aber ich wünsch mir auch, dass die jungen Leute zusammenkommen. Herrschaft ist ja nicht mit zum Anschauen, wie sie den mögen und nicht dürfen. Bloß weil du so ein Hackstock bist. Moment einmal, was hast du da gerade gesagt? Du wünschst mir ein langes Leben? Ja, warum das? Warum das? Saudumme Frage. Damit ich noch ein bisschen länger was von dir hab. Was willst denn du von mir? Ah, mein Wirtshaus vielleicht, das kannst du haben. Hab ich so keine Freude mehr dran. Immer allein. Dein Wirtshaus brauche ich nicht. Ich will ganz was anderes. Ja, aber was denn? Ja, ich schau. hab sonst nix. Ich hab's dir doch gesagt. Trepfallweis hab ich das eingegeben.
Aber dir muss man ja mit dem Holzhammer reinhauen. Ja, soll das vielleicht heißen, du willst gar nicht mein Wirtshaus, sondern mich? Ja, freilich will ich die. Was glaubst du denn, warum ich schon ewig mit meinem Standel da stehe? Wegen der schönen Aussicht bestimmt nicht. Dass du mir nicht auskimmst. Und dass du mich jeden Tag siehst. Und dass du das endlich einmal kapierst. Du Depp, du Lieber. Wally! Ja, du hast das endlich begriffen. Mein Gott, na. Jetzt kriegt er eine Kolik nach der anderen wegen mir. Und ich hab schon gemeint, ich erleb's nicht Da mehr. schafft Wally. Und ich hab gemeint, du willst den Ambros. Ja, darum war ich doch so narrisch. Weil ich gemeint hab, jetzt nimmt er mir die Wally auch wieder weg. Mir nimmt keiner, den ich nicht mag. Aber den ich mag, den nehm ich mir. Weißt du was? Nein. Jetzt schmeißen wir unsere Gallensteiner zusammen und dann bauen wir den Jungen ein Häusl davon. Ha? Ja. Aber gut, geh her, Luder, Liebs. Wally, lass uns raus! Wir sind uns einig. Simmer, ich hab für alles eine Therapie. So, jetzt das. So, jetzt sind die weiter. Ja, was ist denn jetzt los? Geil, da schaut's. Ja, Papa! Ja, ich glaub's nicht. Simmerl, darf die euer Glück ganz kurz stören? Nicht gern. Also, was gibt's? Also für ein einziges Wörterl wärst du wohl kurz Zeit haben. Ja, Wertal, red Deutsch mit mir. Ja, sollst sagen. Was? Papa. Nein, das sag ich nicht. Auf keinen Fall. Simmer, das traust du jetzt aber nicht. Siehst du das, Resi? Du, der ist unverbesserlich. Hauptsache, er hat seinen Spaß und wir können dabei verhungern. Also, ja, sag ich auf keinen Fall. Ihr sollt auch einen Kopf nicht durchsitzen. Ich sag höchstens, von mir aus. Endlich, Papa. Oh, so gefällt's mir. Weitermachen. Danke schön, Schwiegervater. Zeit war's. No. Und wir zwei, wir können jetzt endlich in die Night Disco fahren. Magst du auch mit, Wally? Du gleich fangst du nicht. Dreh mal den Wasserhahn zu, Emma. Jetzt bleibt dabei. Wir kommen nächstes Jahr wieder und dann schauen wir mal. Und bis dahin hat er mich sicher längst vergessen. Mein Mädchen vergisst man doch nicht. Du willst den wirklich schon abreißen. Das ist aber schade. Um den Seelenfrieden von meinem Töchterle wiederherzustellen, wenn er dieses Metzgerbüschel da geraubt hat, ist es wohl besser, mir reiset ab. Fräulein Resi, machen Sie uns die Rechnung. Ja, aber ich mein, so herzlos werden sie jetzt noch da nicht sein, dass nicht einmal für gut sagen dürfen zueinander. Ich glaube, das ist überflüssig. Das glaub ich nicht. Was, geh weiter, geh mal raus da. Was ist denn? Weißt du, ich glaub, das Fräulein Emma möchte sich von dir verabschieden. Ich bin dagegen. Das wühlt das arme Mädchen doch nur wieder unnötig auf. Immer mischt sich diese Frau in unsere Familienangelegenheiten. Ja, da jetzt sieh halt endlich ein, dass unsere Tochter erwachsen wird. Sie soll sich von dem Herrn Waschtel verabschieden können. Bitte? Dann sage ich eben gar nichts mehr. Aber ich bin und bleib dagegen. Bastel. Leb wohl. Tut's nur arg weh. Zum Aushalten. Aber das Zeug muss einmal heim, die gescheiten Wipflinger. Meine eigene Metzgerei, die steuern wir mal direkt vor die Nasen hin. Das glaubst. Aber sag, du musst ihm wirklich heute schon fortfahren. Ja. Ist besser so. Aber nächstes Jahr komme ich ganz sicher wieder. Und dann setzt dich wieder auf das Hockerl da. Und wenn der Sommer kommt, dann werde ich jeden Tag nachschauen, ob du schon drauf sitzt. Eines Tages sitze ich wieder da. Versprochen. Na ja, bis dahin habe ich dann auch schon mehr gelernt. Mann, dann platzen mir gewiss keine Würste mehr auf. Ja, dann danke ich dir halt auch noch für den wunderschönen Abend. Geh, du brauchst dich doch bei mir nicht bedanken. Für mich war das erst eine Schau. Mei, ich war so stolz, weil so ein feines Fräulein aus der Stadt doch noch nie mit mir tanzt hat. Und meine ganzen Freunde waren mir neidig, die mich mit dir gesehen haben. Aber jetzt gehst du bisschen besser. Ich mein, der Wipflinger raucht heute eh keinen guten. Und
Und vergisst mich halt nicht. Theo, ich kann's nicht mehr mit ansehen. Erinnerst du dich noch, als wir uns kennengelernt haben? Die lieben Kinderle. Ist schon gut, Bertha. Unsere Tochter ist erwachsen geworden. Also, gar nicht mehr. Wiedersehen bis nächstes Jahr. Der Sauber schon wieder verschwunden. Herrschaftszeiten. Der Bub hat gerade einen großen Schmerz erlitten. Ja, das weiß ich schon. Aber Watschen hat der gekriegt. Okay, was sind denn deine Watschen gegen so einen Schmerz? Ja, hab halt ein bisschen Geduld mit ihm. Warst du nicht einmal jung? Geduld. Ja. Und wer mit mir Geduld? Ich, Schwiegervater. Was ist? Na, so was. Hat sie jetzt endlich rumgekriegt? Ja, aber nicht bloß mir, sondern die Walli, den Simmerl auch. Ja, du schaust. Ich bin halt ein Mann der schnellen Entschlüsse. Ja, freilich, groß du. Zeigt was ja wirklich. Denn ich weiß ja schon lang, dass ihr zwei ohne einander nicht leben könnt. Aber ihr braucht ja heute die Ewigkeit dazu. Was mir? Ich nicht. Aber er. Sagen Sie, Herr Metzgermeister Wimpflinger, eine Frage hätte ich noch im Vertrauen. Hat dieser junge Mann da wirklich eine gescheite Zukunft vor sich? Ob der was? Ob der was eine Zukunft hat? Ja, freilich hat der eine Zukunft. Der macht die steilste Karriere als Metzger, die ich je erlebt habe. Ja, meinen Sie, ich könnte ihm dann irgendwann einmal eventuell vielleicht meine Töchter anvertrauen? Aber selbstverständlich, was für eine Frage, gnädige Frau. Versichere Ihnen, der Wastel ist ein ganz fähiger Bursche. Der schaut, wirklich schaut, dass Sie ausgerechnet nächste Woche nicht mehr da sind. Wieso? Ja, er hat doch die berühmten Wimpflinger Zimtknacker kreiert. Eine Spezialität aus Winzelbach. Ja, ja, wir liefern in die ganze Welt. Ja, genau. Der Wastel wird Vertriebsleiter. Und dafür kriegt er von mir persönlich. Für besondere Leistungen und Verdienste in der Wurstküche den Blut- und Leberwurstorden erster Klasse. Thank you.